Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Bei mir ist die Frau, die ein Gelübde abgelegt hat. Sie wird den Krimi Podcast mit mir moderieren, in guten wie in schlechten Tagen. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, hast du das noch schriftlich mit meinem Blut unterzeichnet oder habe ich dir das in einer tranceartigen Stimmung zugesichert? Der Moment ist einfach für immer in meinem Herzen. Das reicht, das ist gut aufbewahrt. Und vielleicht ein bisschen hochstilisiert. Aber natürlich, ich warte noch auf die schlechten Zeiten. Wo sind sie? Prüfe mich. Sagen wir es nicht zu laut, okay. Wollen wir es nicht beschwören. Gute Zeiten gibt es heute im Krimi-Podcast mit einem Klassiker aus Frankreich, Robert Junot, alter Bekannter, Vieux Copain bei uns. Wir hatten schon den Rohrbruch und Anruf aus dem Jenseits. Toller Titel und in guten wie in schlechten Tagen. Ist auch ein schöner Titel. Eine Produktion von 1987. Mario Hindermann hat es übersetzt und inszeniert. Und ich würde behaupten, Wolfram, es fängt mit der schwersten und tragischsten Musik an, die wir jemals im Krimi-Podcast hatten. Das stimmt. Man erwartet schlimme Sachen, traumatische Sachen, traumatisierende Sachen. Ganz so schlimm wird es ja nicht, oder? Wir sprechen mal am Ende, was noch alles drin lag an Trauma. Das stimmt. Es gibt einen Mordfall, so viel sei gesagt, vielleicht sogar 2. Und das hat, wie der Titel natürlich schon ahnen lässt, viel zu tun mit einer Ehe. Viel Vergnügen in guten wie in schlechten Tagen. Viel Spaß. Tja, schon der 3. derartige Fall im letzten halben Jahr. Gemeiner Kerl, sich an wehrlosen Alten zu vergreifen. Wie ist Madame Duval denn Das wird die Untersuchung weisen. Sie haben nicht irgendwas gesehen oder gehört? Nichts, nein. Ich wohne im Untergeschoss, wissen Sie? Und dann bin ich auch nicht immer zu Hause. Der Tod muss vor mindestens 2 Tagen eingetreten sein. Wenn nicht früher. Der Gerichtsarzt wird das klären. Und wie, sagten Sie, hieß die Frau? Duval. Madame Louise Duval. Alter etwa 70, 75 schätze ich. Oh nein, sie war bereits 86, aber kein Mensch hat ihr so viel gegeben. Sie war ganz stolz drauf, noch so jung auszusehen. Und gelebt hat sie alleine? Ja, seit dem Tod ihres Mannes. Das ist jetzt 20 Jahre her. Hier, das Foto. Ja, Offizier offenbar. Berufsoffizier, ja. Auch darauf war sie stolz. Sie hat mir oft von ihm erzählt. Sie kannten sie also gut? Nach all den Jahren können Sie sich ja vorstellen. Einmal in der Woche habe ich ihr den Haushalt gemacht. Ihre Einkäufe allerdings, die hat sie immer selber besorgt. Außer Ihnen, hatte sie noch mit anderen Leuten Kontakt? So viel ich weiß, nur mit Monsieur Grangier, ihrem Wohnungsnachbar. Ein liebenswürdiger, sehr zuvorkommender Herr, der sie häufig besuchte und ihr in vielem behilflich war. Manchmal hat sie ihn, glaube ich, fast ein wenig ausgenützt. Grangier, sagten Sie. Ja. Bei ihm habe ich auch als erstes gleich geklingelt, als ich die arme Madame Duval tot in ihrer Wohnung fand. Aber leider war er nicht da. Wahrscheinlich ist er verreist, denn ich habe ihn weder gestern noch vorgestern gesehen. Wird ihn hart treffen, wenn er es erfährt. Wenn er aufkreuzt, sagen Sie ihm bitte, er soll uns anrufen und Inspektor Véran oder Inspektor Bianchi verlangen. Oder falls wir nicht erreichbar sind, Kommissar Morin. Warten Sie, ich notiere mir das. Nicht nötig. Hier, Madame. Unsere Karte. Oh, danke. Und Sie sind... Die Concierge. Aber das habe ich Ihnen doch schon... Ja, ich weiß. Ich habe mir nur den Namen nicht gemerkt. Palin. Thérèse Palin. Missy? Ja? Missy? Stefan? Du? Du staunst, als wäre ich... Habe ich mich so verändert? Nein. Ich war nur nicht darauf gefasst. Es ist auch nicht ganz zufällig. Ich wusste deine neue Adresse nicht und auch im Telefonbuch habe ich... Ich habe den Anschluss erst seit ein paar Wochen. Alles, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass du hier unterrichtest. Ja, und da bin ich eben hergekommen. Und warum?
Was willst du? Ich muss dich dringend sprechen, Lucie. Aber ich wäre froh, wenn wir das nicht hier... Gut, ganz in der Nähe gibt's ein Café. Es ist ja noch nicht ganz 12, da finden wir bestimmt noch Platz. Mir wäre lieber, wenn wir zu dir... Hör zu, Stefan. Ich weiß, was du sagen willst, aber du kannst beruhigt sein. Es hat nichts mit unserer Vergangenheit zu tun. Daran habe ich jetzt auch gar nicht gedacht. Nur, ich bin nicht allein. Ach so. Du wohnst... Mit einer Freundin zusammen, ja. Und über Mittag kommt sie nach Hause. Ja, da kann man nichts machen. Schade. Gehen wir eben in dein Café. Falls du Zeit hast, können wir ja auch gleich eine Kleinigkeit essen. Zeit hätte ich schon, nur... Entschuldige, ich habe nicht genügend Geld bei mir. Schon gut, schon gut. Ich lade dich ein. Komm. Ja, die Todesursache steht so gut wie fest. Am Hals des Opfers sind eindeutig Würgemale festzustellen und zudem weist die Unordnung in der Wohnung auf Raubmord hin. Tja, jetzt brauchen wir nur noch schlüssige Beweise. Und die nötigen Untersuchungen sind im Gange. Weswegen die Frau, ich meine, was da allenfalls zu holen war, gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Bis jetzt nicht. Die Alte soll recht bescheiden gelebt haben, auch wenn sie laut Aussagen der Concierge nicht gerade arm war. Zeugen? Die Nachbarn haben weder etwas gesehen noch gehört. Allerdings konnten wir nicht alle befragen. Etliche waren nicht zu Hause. Bianchi ist am Tatort geblieben, um über Mittag die restlichen Einvernahmen zu machen. Mhm. Tja. Irgendein Verdacht? Nein. Die Duval soll sehr misstrauisch gewesen sein. Die Concierge meint, sie würde auf keinen Fall einen Fremden in die Wohnung gelassen haben. Wir können also nicht ausschließen, dass das Verbrechen von jemand begangen worden ist, den sie kannte. Außer der Concierge und einem Nachbarn, der ihr mitunter behilflich war, hatte sie anscheinend keine weiteren Bekannten. Die Concierge kommt meines Erachtens als Täterin kaum in Betracht. Und dieser fürsorgliche Nachbar? War heute früh nicht zu Hause. Er ist Versicherungsagent. Ich habe gleich im Geschäft angerufen. Aber die haben ihn in den letzten Tagen weder gesehen noch von ihm gehört. Seltsam. Findest du nicht? Sie haben gesagt, das komme oft vor, wenn er unterwegs sei. Und wie heißt dieser Herr? Grangier. Grangier? Ah. Und mit Vornamen? Ich hab's notiert. Moment. Ja, hier. Stefan. Stefan Grangier. Das erinnert mich an etwas. Auf dein Wohl. Auf deines. Ist dir bewusst, dass wir uns seit 10 Jahren nicht mehr gesehen haben? Seit 9, Stefan. Meinetwegen 9. Und trotzdem sind wir immer noch verheiratet. Gesetzlich, ja. Mir ist eigentlich nie klar geworden, warum du damals so darauf gedrängt hast, dass wir uns trennen. Und heute, nach 9 Jahren, kommst du und willst darüber Auskunft? Ich wiederhole. Dass ich dich sehen wollte, hat nichts mit unserer Vergangenheit zu tun. Sondern? Lucie, ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Wieso? Was willst du von mir? Ich war seit 2 Tagen nicht zu Hause. Ja, so siehst du auch aus. Rasieren würde nicht schaden. Ein erfrischendes Bad noch weniger. Was ist los, Stefan? Ich werde gesucht. Von wem? Von der Polizei. Und warum? Ich erkläre es dir gleich. Doch vorweg das Wichtigste. Kann ich heute bei dir übernachten? Ich habe dir schon gesagt, ich wohne nicht alleine. Ja, sie wird das schon verstehen, deine Freundin. Und schließlich sind wir immer noch verheiratet. Wie hieß das doch? Einander beizustehen? In guten wie in schlechten Tagen. Oder so ähnlich. Die guten Tage, das war einmal. Das ist längst vorbei und das weißt du genau. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Du verlangst, ich soll dich bei mir übernachten lassen. Ich sehe nur weder einen Anlass dazu, noch eine Möglichkeit. Also. Bitte, Lucie. Nein, bedauere. Gut. Ich habe verstanden.
etwas anderes. Falls man dich verhören sollte, ich meine die Polizei. Ich war die letzten beiden Nächte bei dir. Einverstanden? Nein, Stefan. Zu solchen Gefälligkeiten bin ich nicht bereit. Auch meinetwegen nicht? Weder deinetwegen, noch überhaupt. Da muss ich deutlicher werden. Ich stehe unter Mordverdacht. Schon wieder? Schon wieder, ja. Und das Opfer? Eine Nachbarin. Eine alte Frau? Woher weißt du das? Ich weiß gar nichts. Ich stelle lediglich Fragen, das ist alles. Es geht um eine alte Frau, ja. Aber ich bin unschuldig, glaub mir. Und du meinst, du gewinnst etwas, wenn du dich den Untersuchungen entziehst? Ach Gott, verstehst du denn das nicht? Ich möchte nicht noch einmal all das durchmachen, was ich vor 12 Jahren durchgemacht habe. Was wir beide durchgemacht haben, Stefan. Vergiss das nicht. Ein Grund mehr, mich jetzt nicht fallen zu lassen. Ja, für mich ein Grund weniger, mich wieder auf sowas einzulassen. Denn was ich erlebt habe, das möchte ich auch nicht nochmal erleben. Aber du hast ja mit der Sache direkt nichts zu tun. Das hatte ich vor 12 Jahren auch nicht. Außer, dass du mich damals geliebt hast. Ja, das habe ich. Um eben dieser Liebe willen bitte ich dich. Hör auf, Stefan. Werd nicht sentimental. Ich verlange doch keinen Meineid von dir. So, wie nennst du das denn? In einigen Tagen ist der Verdacht entkräftet, meine Unschuld bewiesen. Vorausgesetzt, dass die Polizei mich verhört und ich in deinem Sinne aussage. Sie kommen, da bin ich sicher. Warum sollten sie? Schließlich sind wir seit Jahren getrennt. Ich habe eine andere Wohnung, ich lebe mit einer Freundin zusammen. Sie werden kommen, verlass dich drauf. Gut. Gut, ich werde Ihnen sagen, dass ich dich nicht gesehen habe. Aber diese, nennen wir es einmal Notlüge, das ist alles, was ich für dich tun kann, Stefan. Ist das klar? Nein. Ich bin eben erst zurückgekommen. Ich war im Mordfall Duval noch unterwegs. Ich weiß. Véran hat mich informiert. Ich wollte nur sagen, ich bin noch mit Ermittlungen in der Sache Ancelin beschäftigt und werde kaum vor 5 im Büro sein. Gut. Wie sieht's bei dir aus? Irgendwas Neues? Ja, schon, aber kaum von Belang. Ein Mieter hat ausgesagt, dass er am Dienstag gegen Abend den Nachbar von Madame Duval aus ihrer Wohnung hat kommen sehen. Welchen Nachbarn? Grangier? Ja, und eben dieser Grangier ist seither offenbar verschwunden. Ja, das aus der Wohnung des Opfers kam, besagt leider nicht allzu viel. Laut Aussagen der Concierge ist er ja häufig bei der alten Dame aus- und eingegangen. Das haben auch andere bestätigt. Nur behauptet der Zeuge Grangier habe am Dienstag einen seltsamen Eindruck auf ihn gemacht. Was heißt das? Einen seltsamen Eindruck? Na, warten Sie. Ich habe die Aussage gerade vor mir. Moment. Hier, ja. Grangier schien verstört, so als sei er betrunken oder sonst wie durcheinander. Wenn das zutrifft, wäre es interessant zu wissen, warum er so durcheinander war. Ja, und dann müssen wir nur noch den genauen Zeitpunkt des Tathergangs kennen. Den Rapport des Gerichtsmediziners bekommen wir aber nicht vor heute Abend. Oder gar erst morgen früh. Ruf trotzdem mal dort an und versuch, die Sache zu beschleunigen. Und dann noch etwas. Schau, dass du die vollständigen Personalien von Grangier bekommst. Samt Lebenslauf. Vor allem möchte ich gern wissen, was er im Frühjahr 74 gemacht hat. Die Sache ist dringend. 74. Ich mache mich gleich dahinter, Chef. Danke. Bis später also. Bis später. Was machst du hier? Nichts, was verboten wäre. Ich habe auf dich gewartet. Woher weißt du, dass ich hier wohne? Im Café hast du mir gesagt, dass du vor dem Unterricht noch kurz nach Hause musst, um einige Bücher zu holen. Da bin ich dir gefolgt. Sag bloß, du hast den ganzen Nachmittag hier vor meiner Tür gestanden. Keine Angst. Ich habe die meiste Zeit drüben im Park auf einer Bank verbracht. Wie so viele andere bei dem schönen Herbstwetter. Du kannst ganz beruhigt sein. Kein Mensch hat mich hier gesehen. Geh, bitte, Stefan. Ich habe dir doch gesagt... Wohin Ich gehen? habe dir gesagt, ich kann nichts für dich tun. Du willst nichts für mich tun, das ist ein Unterschied. Verstehst du denn nicht? Es ist aus zwischen uns. Aus und vorbei. Seit langem schon. Was verlang ich denn? Zwing mich nicht, unfreundlich zu werden. Nach Hause kann ich nicht. Geld hab ich keins. Was bleibt mir also? Ich bin nicht alleine.
Ich hab's dir schon gesagt. Wir werden deiner Freundin gegenüber schon eine plausible Erklärung Aber finden. ich will nicht, dass sie dich hier sieht. Nein, Lucie, ich gehe nicht. Ich nehme gerne in Kauf, auf dem Boden schlafen zu müssen. Jetzt hör bloß auf, Mitleid zu schinden. Damit erreichst du überhaupt nichts bei mir. Es ist dir lieber, wenn ich Lärm schlage? Die hier auf dem Treppenhaus eine Szene mache? Das würde ich dir nicht raten. Na schön, dann mach endlich auf. Psst, da kommt wer. Also. Siehst du? Jetzt bist du doch noch vernünftig geworden. Hübsch hast du es hier. Kompliment. Ein bisschen eng vielleicht für zwei, aber sonst... Wen rufst du an? Hallo? Ja, hier ist Lucie. Ich wollte nur fragen, ist Juliette zufällig... Bist du verrückt? Gib den Hörer her. Glaubst du, ich hätte nicht gemerkt, dass du versuchst, mich zum Narren zu halten? Da ist nämlich niemand am Telefon. Ich hab's doch gesehen. Du hast nur 4 Ziffern gewählt. Und deine Freundin gibt's gar nicht. Schon als ich im Treppenhaus wartete, habe ich sowas geahnt. Auf dem Türschild steht nämlich nur dein Name. Ja, und dann die Ordnung hier drin, die Gegenstände. Alles genauso, wie ich es von früher kenne. Keine Spur von einer zweiten Person. Ja, wenn du schon so scharfsinnig bist, dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, wie sehr du mich anwiderst. Schade. Aber du wirst dich nun wohl oder übel mit mir abfinden müssen. Oh, nicht lange. Gott sei Dank. Ich ziehe mich um und dann gehe ich. Davon kann nicht die Rede sein. Wir haben uns noch so viel zu erzählen. Was zu sagen war, ist gesagt. Du wirst hier bleiben. Ich werde zum Essen erwartet. Ich bin eingeladen. Ach, sieh an. Und von wem? Von Freunden. Es tut mir leid für Sie, aber Sie werden heute Abend auf dich verzichten müssen. Wenn ich nicht bei Ihnen erscheine, werden Sie hier anrufen. Oder sogar vorbeikommen. Bis dahin wird uns schon irgendeine hübsche Ausrede einfallen. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Dir hat es ja nie an Fantasie gemangelt. Und, Bianchi? Hast du über Grangier etwas in Erfahrung bringen können? Alles, was Sie wissen wollten, Chef. Hier. Stéphane Grangier, geboren 42, jetzt also 44 Jahre alt, verheiratet, war früher Lehrer, arbeitet zurzeit als Versicherungsagent, lebt seit 9 Jahren von seiner Frau getrennt. Ja. Sie, ebenfalls Lehrerin, ist nach wie vor im Schuldienst tätig, unterrichtet gegenwärtig in Fontenay, wo sie auch ansässig ist. Bravo, Bianchi. Sehr gut. Das ist noch nicht alles? Ich weiß. Was wissen Sie? Dieser Grangier, der seit 2 Tagen verschwunden ist identisch mit dem Grangier, der vor 12 Jahren im Fall Pochard unter Mordverdacht stand. Ah. Auch damals handelte es sich um eine alte Frau. Eine seltsame Übereinstimmung, findest du nicht? Allerdings. Aber woher wissen Sie so genau Bescheid? Ich habe damals die Untersuchung geleitet. Und leider habe ich nicht gerade die beste Erinnerung an jene Affäre. Sie hat mir nämlich meine Karriere verpfuscht. Ich verstehe nicht. Tja, mein Lieber. Ich war damals gerade zum Kommissar ernannt worden. Und eine weitere Beförderung hatte man mir in Aussicht gestellt. Wie du weißt, bin ich bis heute Kommissar geblieben. Und das alles wegen dieses Grangier. Soll ich die betreffende Akte raussuchen? Nein, ich weiß auch so Bescheid. Und eingehender als alles, was in den Akten steht. Ja. Bist du heute Abend frei? Ich kann's einrichten. Gut. Sag Véran, er soll sich auch frei halten. Wir gehen zusammen essen. Er ist drüben, ich frag ihn gleich. Moment noch. Madame Grangier, hast du gesagt, wohnt in Fontenay? Ja. Es wäre gut zu wissen, ob sie in den letzten Tagen ihren Mann gesehen hat. Ich versuche, sie zu erreichen. Nein, überlass das den Kollegen in Fontenay. Aber sie sollen diskret vorgehen. Schärf ihnen das ein. Glauben Sie, dass Grangier... Ich glaube gar nichts. Ich mache mir lediglich so meine Gedanken. Und ich wäre froh, wenn ich möglichst bald wüsste, ob sie falsch oder richtig sind. Aha, offenbar deine Freunde. Scheinen recht ungeduldig. Schließlich ist es knapp 6. Darf ich abnehmen? Ja, natürlich. Wenn du nicht antwortest, werden sie nur noch ungeduldiger und kommen womöglich vorbei. Ja, hallo? Wer, bitte?
Ja, ich bin Lucie Granger. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Auch nicht telefoniert, nein. Wir haben seit Jahren schon keinen Kontakt mehr. Oh, bitte? Nichts zu danken. Ja, herein. Schon wieder ich, Chef. Was ist? Bescheid vom Posten in Fontenay. Sie haben sich erkundigt. Madame Grangier soll ihren Mann seit der Trennung nicht mehr gesehen und auch nicht gesprochen haben. Hat sie das gesagt? Ja, oder? offenbar. Sie haben bei ihr angerufen. Und sowas nennen die diskret. Eine Sache steht mittlerweile fest, Chef. Grangier ist ohne Wagen weg. Ja, die Concierge hat eben angerufen. Der Wagen steht in einer Gasse unweit des Tatorts. Vielleicht ist Grangier gar nicht verreist. Aber wo soll er denn sonst sein? Mich beschäftigt eine andere Sache viel mehr. Warum haben die Grangiers sich damals getrennt? Ja, wohl das Übliche. Ehekrach, ein anderer Partner. Nein, das glaube ich nicht. Sie liebten einander, auf jeden Fall sie ihn. Dass Grangier damals davongekommen ist, das verdankt er nur ihrer Liebe und ihrem unerschütterlichen Glauben an ihn. Wollen Sie uns nicht endlich erzählen, was damals eigentlich los war? Doch. Aber gehen wir erst mal essen. Bei Tisch erzählt sich's ohnehin angenehmer. Wenn die Polizei sich damit begnügt, hier anzurufen, nehmen sie wohl kaum an, dass ich hier bin. Was ist, wenn Sie vorbeikommen, um meine Aussage zu überprüfen? Ach was? Nein, Stefan. Ich glaube, es ist wirklich besser, du gehst jetzt. Ich habe kein Geld für ein Hotel, du bezahlst weißt dir es. ja. Das ist lieb von dir. Nur vergiss nicht, im Hotel muss man einen Anmeldezettel Du kannst ausfüllen. dich ja unter einem anderen Namen eintragen. Nein, das ist mir zu riskant. Zudem sehe ich mit meinem ungepflegten Äußeren nicht gerade sehr vertrauenerweckend aus. Also, wenn das alles ist, was dich stört, bitte, ich stell dir gern mein Badezimmer zur Verfügung. Zu freundlich. Und währenddessen machst du dich auf und davon. Ich nehme nicht an, dass du mich hier festhalten willst. Was ich will oder nicht, hängt weitgehend von dir ab. Erstens bin ich, wie du weißt, eingeladen und zweitens muss ich spätestens morgen früh zur Schule. Ja. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Das heißt, du bestehst also darauf, hier zu schlafen? Ob ich schlafen kann, weiß ich nicht. Aber ein wenig hinlegen werde ich mich. Und damit du nicht weg kannst, schieb ich die Couch vor die Tür. Müsstest du da nicht logischerweise auch das Fenster verrammeln? Ich könnte es doch aufmachen und um Hilfe rufen. So gut kenne ich dich noch, um zu wissen, dass du das nicht tust. Du bist deiner sehr sicher. Ja, und deiner auch. Vorhin, als die Polizei anrief, hättest du die Möglichkeit gehabt, mein Vertrauen zu missbrauchen. Du hast es nicht getan. Nur glaub deswegen ja nicht, ich hätte Angst vor dir. Ich habe es deshalb nicht getan, weil ich mit deinen ganzen Geschichten nichts mehr zu tun haben will. Und vor allem möchte ich nicht, dass andere damit hineingezogen werden. Ich stelle fest, du hast dich sehr verändert. Ja, und wahrscheinlich mehr, als du glaubst. Trotz allem, du hast mich einmal geliebt. Ja, Stefan, das habe ich. Und alles, was wir füreinander empfunden haben, das soll nun einfach so im Lauf der Jahre... Das ist doch keine Frage der Zeit. Stefan, unsere Liebe ist plötzlich gestorben. Von einem Tag auf den anderen. Vor 9 Jahren. Willst du mir nicht endlich mal sagen, warum du dich von mir hast trennen wollen? Ist das nötig? Ja, ich möchte es wissen. Du weißt es doch sehr genau, Stefan. Mach mir nichts vor. Wie soll ich wissen, was du mir nie gesagt hast? Du hast recht, ich habe es dir nie gesagt. Aber du hast oder hattest doch bestimmt gewisse Vermutungen. Ja, das allerdings. Ich habe mir 1000 Fragen gestellt, immer wieder. Alle blieben sie unbeantwortet. Ich weiß noch, wie ich dich damals ein paar Mal in der Klinik besuchen wollte, aber nicht vorgelassen wurde. Bis ich dann realisierte, dass die Anordnung von dir kam, dass du mich nicht sehen wolltest. Ich habe das respektiert, habe die Ablehnung deiner Depression zugeschrieben. Aber ich kann dir sagen, ich habe gelitten damals. Und nicht nur damals. Und ich? Glaubst du, ich hätte nicht auch gelitten? Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, das habe ich. Und ich habe auch nie aufgehört, mich zu fragen, was der Grund für deine Krankheit war. Derselbe, der mich veranlasst hat, dich zu verlassen. Ja, aber konkret. Was hat dich denn so geschockt?
Zu erfahren, dass es da noch eine andere Frau gab? Ach. Ich schwöre dir, es war ein flüchtiges, belangloses Abenteuer, nichts weiter. Davon wusste ich gar nichts. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Herrgott, was war es denn? Sag's endlich! Gut. Aber nur, weil du darauf bestehst. Sie hieß Pochard, 68 Jahre alt. Sie lebte in einem kleinen Einfamilienhaus. Und dort ist sie dann auch ermordet worden. Das war im April 74. Wie schon gesagt, ich wurde mit der Untersuchung betraut. Ein relativ einfacher Fall, wie es schien. Alles deutete auf Raubmord hin. Einige wertvolle Schmuckstücke fehlten, ebenso Bargeld, das die Frau nachweislich am Vortag abgehoben hatte. Da die Wohnung nicht in Unordnung war, lag der Schluss nahe, der Täter musste ein Bekannter des Opfers sein und war vermutlich von der alten Dame persönlich eingelassen worden. Genau die gleiche Ausgangslage wie jetzt im Fall Duval. Ja, richtig. Ja. Nun weisen Verbrechen an alten Leuten zwar häufig gewisse Ähnlichkeit auf und verleiten dadurch zu voreiligen Schlüssen. Im besagten Fall war es auch eine Nachbarin, die uns durch ihre Zeugenaussage weiterhalf. Ihre Auskünfte reichten aus, um den Tatverdacht auf eine ganz bestimmte Person zu lenken. Und diese Person war... Ne? Was glaubt ihr? Der Grangier natürlich. Unser Grangier? Genau. Bianchi hat das aber nur erraten, weil ich ihn heute Nachmittag gebeten habe, einige Erkundigungen über Grangier einzuholen. Kurz, wir erfuhren, dass Grangier zweimal die Woche zu Madame Pochard kam und dort ihrer Enkelin Nachhilfestunden zu erteilen. Über sein Alibi befragt, hatte sich dann in Widersprüche verstrickt. Was ihn aber besonders belastete: Am Tag nach dem Mord hat er einen fälligen Schuldschein eingelöst. Aha. Die Summe entsprach in etwa dem Betrag, den Madame Pochard 2 Tage vorher abgehoben hatte. Eine Frage, Chef. Gleich, ich möchte nur noch ergänzen. Wir haben in der Wohnung des Opfers Fingerabdrücke von Grangier gefunden. Und zwar an Orten und Gegenständen, die keinen Zweifel daran ließen, dass er die Wohnung durchsucht haben musste. Aber du wolltest was fragen, Leon. Naja, was hat Grangier zu all diesen Beweisen gesagt? Er hat ebenso verworrene wie unwahrscheinliche Ausreden erfunden. Ich bin überzeugt, er hätte ein Geständnis abgelegt, wenn wir ihn weiter verhört hätten. Doch für mich war die Sache klar und auch der Untersuchungsrichter war überzeugt, dass die Indizien ausreichen würden, um Grangier zu überführen. Tja, und so kam er in Untersuchungshaft. Oh, da kommt unser Dessert. Wie sagt das Sprichwort, gutes Essen stopft das Maul. Willst du nicht endlich zur Sache kommen? Doch. Du scheinst nur zu vergessen, dass es nicht so ganz leicht ist, über etwas zu reden, das man jahrelang alleine mit sich herumgetragen hat. Und dann möchte ich vorher noch gerne meine Freunde anrufen. Ja, wir waren auf 6:30 verabredet. Und jetzt ist es bereits nach 7. Sie werden sich Sorgen machen. Und was willst du ihnen sagen? Ach, keine Angst. Mir wird schon eine Ausrede einfallen. Hast nicht du an meine Fantasie appelliert? Na schön, dann ruf sie eben an. Tja. Und dann lernte ich Lucie Grangier kennen. Ich hatte, weiß Gott, allen Grund, sie zu verwünschen. Und doch. Sie ist eine der wenigen Frauen, die mir in meiner beruflichen Laufbahn Bewunderung abgenötigt haben. Sie ist älter als ihr Mann, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 5 oder 6 Jahre. Und der Altersunterschied war damals deutlich spürbar. Das war wohl mit ein Grund, dass sie so sehr an ihrem Mann hing. Und sie hat ihn wahrscheinlich mehr bemuttert, als ihm lieb war. Für mich wäre das auch Grund genug, mich von einer Frau zu trennen. So viel ich weiß, ging die Trennung aber von ihr aus. Und das eben macht mich stutzig. Vor allem, wenn ich daran denke, wie unerschütterlich sie von seiner Unschuld überzeugt war. So sehr wie wir von seiner Schuld. Mit dem Unterschied allerdings, dass ihre Überzeugung einzig auf Gefühlen beruhte. Ja, aber ihr hattet doch handfeste Beweise. Was sollte sie dagegen schon tun? Oh, sie leugnete sie einfach, nahm sie nicht zur Kenntnis. Ihr Mann konnte nicht schuldig sein. Und da gab es nichts dran zu rütteln. Ein bisschen naiv, um nicht zu sagen dumm. Aber lange lässt sich ein solcher Selbstbetrug ja nicht aufrechterhalten. Ja, das haben wir uns auch gesagt. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Sie wurde mit der Zeit immer hartnäckiger.
Zuerst allein, dann mit Hilfe von Freunden und Bekannten begann sie, die Untersuchungsergebnisse anzufechten. Ha? Ja. Journalisten wurden eingespannt. Und wie froh die sind, der Polizei eins auszuwischen, das wisst ihr ja. Kurz, es sei zu flüchtig recherchiert worden, hieß es, ein Verdächtiger zu Unrecht in Haft. Mir und dem Untersuchungsrichter wurde jegliche Kompetenz abgesprochen und unsere Integrität in Zweifel gezogen. Wieder einmal das alte Lied. Ja, aber das wird denen ja wohl im Ernst niemand abgenommen haben, oder? Doch, Vera. Das ist ja das Traurige. Entgegen allen Erwartungen, ich meine jetzt meinerseits, hat man mich von der weiteren Untersuchung entbunden und den Fall auch einem anderen Untersuchungsrichter übertragen. Und kurz darauf war Grangier frei. Ich kann nur sagen, ich empfand die Einstellung des Verfahrens wie eine Ohrfeige. Nicht, weil ich mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt hätte, nein. Sondern weil die Entscheidung falsch war. Weil hier eindeutig das Recht missachtet wurde. Ja, es sieht ganz danach aus, als hätten Sie bald Gelegenheit, sich zu revanchieren, ne? Véran hat recht. Nein, das hat er nicht. Und du genauso wenig, Bianchi, wenn du ihm zustimmst. Ihr wisst beide sehr gut, dass Rache oder ähnliche Gefühle in unserem Metier nichts zu suchen haben. Und genau darum, damit man mir sowas nicht nachsagen kann, genau darum habe ich mich entschlossen, bei diesem neuen Fall die Untersuchung nicht selber zu führen. Wie? Die Initiative liegt also bei euch. Allerdings auch die Verantwortung. Ich werde sogar beantragen, dass ich den Rest meiner Ferien in den nächsten Tagen einziehen kann. Tja. Ist alles klar? Alles klar, Chef. Entschuldigen Sie, Morin, aber ich habe mich vorhin etwas missverständlich ausgedrückt. Ich hab's schon richtig aufgefasst, Vera. Keine Angst. Oh, die Flasche ist leer. Spricht etwas dagegen, sie gegen eine volle einzutauschen? Sofern das mit unserem Metier vereinbar ist, nichts. Wir sind nicht mehr im Dienst, mein Lieber. Und dann kann ein guter Tropfen nicht schaden, nachdem ich euch mit meiner Geschichte schon so lange aufgehalten habe. Garçon, bitte noch eine Flasche. Ich möchte Sie trotzdem noch was fragen, Chef. Nur zu. Und den Chef kannst du dir schenken. Grangier war doch Lehrer. Warum hat er nach der Untersuchungshaft nicht weiter unterrichtet? Ja, schau, Vera, es gibt nichts Unberechenbareres als die öffentliche Meinung. Und die hat sich damals für Grangier entschieden. Damit stand er einerseits zwar plötzlich im Rampenlicht, andererseits aber hatte das auch Nachteile für ihn. Es waren vor allem Eltern seiner Schüler, die opponierten. Es störte sie, dass jemand, der in einen Mordfall verwickelt war, weiterhin Kinder unterrichtete. Ja, und um die Gemüter zu beruhigen, legte man Grangier nahe, sich trotz des Freispruchs anderweitig umzusehen. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Wir haben nicht zu urteilen, Véran. Wir sind lediglich Handlanger des Rechts. Ich weiß. Ich gebe zwar zu, Grangiers Suspendierung vom Schuldienst war mir eine kleine Genugtuung. Oh, da kommt ja auch schon unser Wein. Wie aufs Stichwort. Danke. Ja, und Grangier? Wechselte in die Versicherungsbranche. Wobei auch hier seine Frau ihm sehr behilflich gewesen sein soll. Wenn ich vorhin gesagt habe, Lucie Grangier habe meine Bewunderung erregt, dann wirklich dieses vorbehaltlosen Engagements wegen. Für einen Mann, der in meinen Augen nichts als ein Feigling war. Oder zumindest ein Schwächling. Tja. Und dann plötzlich, 2, 3 Jahre später, die Trennung. Warum? Was ist da vorgegangen? Ich weiß, das ist eine Privatsache und geht die Polizei nichts an. Und dennoch, ich würde viel darum geben, wenn ich es wüsste. Nein, ich komme schon zurecht. Danke. Ja, ich melde mich bald wieder. Und trotz allem
Einen schönen Abend. Aber ja, ich dich auch. Ciao. Ciao. Na, fast 20 Minuten hat das Gespräch gedauert. Offenbar liegt dir sehr an deinem Freund. Ein Schulkollege. Wir bereiten zusammen eine Vortragsreihe vor. Du hast es ja gehört. Und naja, da gab es eben noch einiges zu besprechen. Deswegen war ich ja eigentlich auch bei ihm eingeladen. Ah ja. Deinen zum Teil verlegenen Antworten nach ist er anscheinend aber mehr als nur ein Kollege. Es fällt mir nicht leicht, Freunde zu belügen. Noch dazu in Anwesenheit von Zeugen. Das klingt ja, als hättest du noch nie eine Ausrede gebraucht. Hör jetzt bitte auf, Stefan! Mein Leben geht dich nichts mehr an. Das sagst du. Jawohl! Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ich werde dir auch sagen, warum. Ich warte schon lange drauf. Vielleicht sagt dir der 23. Juni etwas. Der 23. Juni 1977. Nein, nicht, dass ich wüsste. Du warst zu jener Zeit fast jeden Abend weg. Auf Kundenbesuch, ja. Die Leute sind meist nur abends zu Hause, das weißt du genau. Das war deine Ausrede. Und wenn ich an dein Geständnis von vorhin denke, muss ich annehmen, dass deine Geliebte auch zu deiner Kundschaft gehörte. Auf jeden Fall bist du damals immer später nach Hause gekommen. Ja, willst du mir deswegen jetzt Vorwürfe machen? Ich werfe dir doch gar nichts vor. Ich erwähne das lediglich, weil es für das Folgende von Bedeutung ist. An besagtem 23. Juni warst du nämlich auch nicht zu Hause, als die Nachbarin kam und sagte, der Keller sei überschwemmt, wegen eines Rohrbruchs oder so. Ja, da bin ich eben alleine in den Keller und habe unseren ganzen Plunder da unten ausgeräumt. Auf was willst du hinaus? Du weißt es doch selber. Oder muss ich weitererzählen? Unter anderem fand ich da unten auch, ziemlich versteckt, eine Kartonschachtel. Sie war völlig durchnässt und brach auseinander, als ich sie hervorzerrte. Ein paar Schuhe fielen heraus. Genauer, ein paar alte Turnschuhe von dir. Genug, Lucie. In einem dieser Turnschuhe steckte ein Lappen. Nichts ahnend zog ich ihn heraus. Weißt du, was darin war? Sei still! Ein Halsband, Armreifen, Ringe, Broschen. Schmuckstücke, die ich sofort wiedererkannte. Nach dem Mord an Madame Pochard war in den Zeitungen eine Liste veröffentlicht worden, teilweise mit Fotos. Kein Wort mehr! Stefan, ich habe dieses Geheimnis zu lange alleine mit mir herumgetragen. Du wirst mir jetzt bis zum Schluss zuhören. Ich war fassungslos und wie gelähmt. Ohne zu überlegen, habe ich alles wieder eingeräumt, habe es versteckt. Dann bin ich hinauf, habe Schlaftabletten geschluckt und Alkohol. Ja, Stefan. Ich wollte sterben. Sterben vor Scham. Ach, was dann weiter geschah, weiß ich nicht mehr, bis ich in dieser Klinik aufwachte. Eine Depression hieß es. Warum sagst du nichts mehr? Was soll ich sagen? Du würdest es ja doch nicht verstehen. Verstehen? Da hast du recht, das kann ich nicht. Aber vielleicht hast du ja eine Erklärung. Ein Affekt, eine Kurzschlusshandlung lässt sich nicht erklären. Diese Frau hatte Geld. Viel Geld. Mehr, als sie für sich allein brauchte. Uns ging es ja auch nicht gerade schlecht. Was heißt uns? Du hast doch zur Hauptsache verdient, hast vorgesorgt, organisiert und entschieden. Weil du dich vor Entscheidungen gedrückt hast. Oder war es nicht so? Nein. Weil du mich nie eine Entscheidung hast treffen lassen. Ich war in vielem unsicher, ja. Aber für dich war das ein willkommener Vorwand, mich zu bevormunden. Bis ich es eines Tages satt hatte. So satt, dass du eine alte Frau umgebracht hast. Ich habe dir schon gesagt, ich habe sie im Affekt umgebracht. Durch ihren Tod glaubte ich mir endlich das zu verschaffen, was mir bis dahin gefehlt hatte. Geld. Genügend Geld.
um frei darüber verfügen zu können, ohne dir dauernd Rechenschaft ablegen zu müssen. Zwanglos Geld ausgeben, das hast du schon immer gekonnt. Auf jeden Fall hat das Geld der alten Dame gerade gereicht, um einen fälligen Schuldschein einzulösen. Der Schmuck hätte sich teuer verkaufen lassen. Ja, warum hast du es dann nicht getan? Ja, wie konnte ich wissen, dass die Alte ein Verzeichnis davon bei ihrem Notar hinterlegt hatte? Ich hab's dann Gott sei Dank noch rechtzeitig genug durch die Zeitung erfahren. Darf ich dich auch was fragen? Bitte? Warum hast du geschwiegen? Warum hast du niemandem von der Sache erzählt? Wem auch? Ich weiß nicht. Überleg doch. Ich hatte an deine Unschuld geglaubt. Ich hatte mich für dich verbirgt. Hätte ich nun plötzlich allen, die mir geholfen, die mich unterstützt hatten, hätte ich denen sagen sollen, dass wir ihr Vertrauen missbraucht und sie hintergangen hatten. Das konnte ich nicht und das wollte ich nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, was dieses Schweigen mich gekostet hat. Und das, Stefan, das werde ich dir nie verzeihen können. Knapp 8:30. Diesmal könnt ihr mir wenigstens nicht vorhalten, ich hätte euch zu lange beansprucht. Was ist, Vera? Fährst du ein Stück weit mit? Ach, wenn es Ihnen gleich ist, Morin, vertrete ich mir lieber noch ein bisschen die Beine. Ja, ja, nach dem Essen sollst du ruhen und so weiter. Und du, Bianchi? Ich gehe noch auf einen Sprung ins Büro. Mal sehen, ob der Rapport von der Gerichtsmedizin schon eingetroffen ist. Gut. Falls ja, ruf mich doch bitte an. In etwa 20 Minuten bin ich zu Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Und danke für die Einladung. Bitte, Lucie, beurteile mich nicht nach dem, was war. Ich habe mich seither sehr verändert, glaub mir. Schön, dann hör du aber endlich auf, mir vorzuhalten, dass ich dich falsch einschätze. Ich habe dir gesagt, du bist mir gleichgültig. Und doch bist du überzeugt, dass ich nach wie vor ein mieser Lump bin. Schuldig auch an diesem zweiten Mord. Bitte keine Unterstellungen. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Ich bin diesmal wirklich unschuldig, Lucie. Im Gegensatz zu dieser reichen, geizigen Pochard habe ich Madame Duval aufrichtig gemocht. Ja, sie war wie eine Mutter. Und sie hat mich wie einen Sohn behandelt. Sie hatte niemanden mehr. Ich war der Einzige, dem sie sich anvertraute. Jede Gelegenheit hat sie genutzt, um mir ausführlich über ihr Leben zu erzählen. Über sich, ihren Mann, ihre Erlebnisse. Ich weiß nicht, aber indem ich für sie sorgte, ihr behilflich war, ihr zuhörte, hatte ich das Gefühl, irgendwie etwas gut machen zu können. Hör auf mit diesen Selbstrechtfertigungen. Ich erzähle dir das ja nur, damit du verstehst, dass ich ihr nie etwas hätte antun können. Das musst du nicht mir erzählen, sondern der Polizei. Die würden mir doch nicht glauben. Deine Flucht macht dich nur noch verdächtiger. Ich bin geflohen, weil ich Angst habe, Angst, zu Unrecht angeklagt zu werden. Vorgestern, als ich Madame Duval besuchen wollte, fand ich sie tot in ihrem Wohnzimmer. Ich war so entsetzt, dass ich einfach weglief. Das erstaunt mich nicht. Hast dich genauso feige verhalten wie früher. Du bist einmal mehr einer Entscheidung ausgewichen. Jeder hätte in dieser Situation so reagiert. Mein einziger Gedanke war nur weg. Und so weit wie möglich. Ich wagte mich nicht einmal nach Hause, um einige Sachen zu holen und die Autoschlüssel. Ich bin in der Stadt umhergeirrt. Habe in einem Wartesaal übernachtet. Heute früh bin ich hierher nach Fontenay gefahren. Doch am Morgen warst du in Begleitung, da konnte ich dich nicht ansprechen und so habe ich eben bis zum Mittag gewartet. Lucie, versteh doch. Ich habe nur eine Chance. Wenn ich hier bleiben kann. Nein. Nur ein paar Tage, bis sie den Mörder Ich habe gefasst Nein gesagt. haben. Bitte. Du kennst meine Einstellung. Und damit basta. So. Und jetzt geh endlich und lass mich schlafen. Ich habe morgen einen anstrengenden Tag vor mir. Lucie, zwing mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich lass mich von dir nicht einschüchtern. Ich warne dich, ich bin zu allem fähig, wie du weißt. Auch wenn du es mir nicht zutraust. Du kannst nur drohen, wie alle Feiglinge. Rühr mich nicht an. Angst? Lass los, sag Keine ich. angenehme Vorstellung, erwürgt zu werden, was? Du sollst mich loslassen. Ja, wenn du einwilligst, dass ich hier bleiben kann. Aber!
Bist du wahnsinnig? Pass auf, oder ich zerkratze dir nicht nur die Hand, sondern das ganze Gesicht. Lucy, ich meinte das gar nicht ernst. Ich wollte nur... Hör auf und geh jetzt endlich. Lucy, bitte, hör zu. Geh. Oder du zwingst mich. Wo hast du den Revolver her? Gekauft. Vor einigen Jahren. Genauer nach unserer Trennung. Für den Fall, dass du zurückkommst. Und jetzt bist du gekommen. Geh. Bevor es zu spät ist. Was die Todesursache betrifft, Chef, unsere Vermutungen haben sich bestätigt. Erstickungstod infolge Erdrosselung. Tatzeit? Dienstag gegen Abend, jedoch vor dem Nachtessen. Ja, das Opfer hat sich offenbar noch gewehrt. Außer verschiedenen blutunterlaufenden Flecken am ganzen Leib sind unter den Fingernägeln fremde Hautpartikel und geronnenes Blut festgestellt worden. Das dürfte die weiteren Ermittlungen erheblich vereinfachen. Sollte Grangier entsprechende Spuren aufweisen, haben wir den Täter. Ja, nur müssen wir Grangier zuerst finden. Das ist nicht mein, sondern euer Problem, Bianchi. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich würde nicht bis morgen warten, um die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Vielen Dank, Chef. Aber ich habe das Nötige bereits veranlasst. Oh. Gute Nacht, Chef. Ja, hallo? Kann ich bitte mit Inspektor Bianchi sprechen? Der ist im Augenblick nicht da. Aber am Apparat ist Inspektor Véron. Vielleicht kann ich Ihnen Auskunft geben. Wer spricht dort? Die Concierge. Ja, schön und gut. Aber welche Concierge bitte? Madame Palin, Thérèse Palin. Verzeihung, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Monsieur Grangier wieder hier ist. Sie wissen doch. Ja, seit 2 Tagen sind wir hinter dem her. In der Nacht oder heute früh muss er zurückgekommen sein. Jedenfalls brennt Licht in seiner Wohnung. Und ich habe seine Stimme gehört. Soll das heißen, er ist nicht allein? Doch, ich glaube schon. Ja, mit wem hat er denn gesprochen? Mit seiner Katze vermutlich. Sie hat offenbar vor seiner Tür gewartet. Sie müssen nämlich wissen... Schon gut, Madame Palin. Wir kommen gleich. Und danke, dass Sie uns angerufen haben. Nicht mal ausreden lassen die einen. Ich nehme an, Monsieur Grangier, Sie sind sich über den Grund unseres Besuches im Klaren. Es wird sich wohl um Madame Duval handeln. Um den Mord an Madame Duval, richtig? Sie wissen Bescheid? Ich habe es gestern der Zeitung entnommen. Das ist auch der Grund, weshalb ich zurückgekommen bin. Wo waren Sie denn? Unterwegs, auf Geschäftsreise. Aha. Und wann sind Sie verreist, wenn man fragen darf? Montag, wie üblich. Das kann nicht stimmen, Monsieur Grangier. Denn am Dienstag sind Sie hier im Haus von einem Zeugen gesehen worden. Am späten Nachmittag. Und an eben diesem Nachmittag ist Madame Duval ermordet worden. Ja, Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass ich Madame Duval... Wir behaupten gar nichts. Wir führen lediglich eine Untersuchung durch. Und wir hoffen, dass Ihre Aussagen uns dabei von Nutzen sein können. Ich wüsste nicht, inwiefern. Das wird sich weisen. Zigarette? Nein, danke. Schade. Ich hätte mir gern Ihre Hände etwas näher angeschaut. Was ist mit meinen Händen? Das fragen wir uns auch. Sie scheinen jedenfalls verletzt zu sein. Darf ich mal sehen? Ach, das ist nichts. Ein paar Kratzer. Von meiner Katze. Oh, die muss ich aber ganz schön erwischt haben. Sieht eher aus, als stammten diese Kratzer von Fingernägeln. Ich verwahre mich gegen solche Unterstellungen. Ach ja, wissen Sie, dass man unter den Fingernägeln von Madame Duval Hautfetzen gefunden hat? Wissen Sie das? Gut. Sie haben recht. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Sie ist sehr einfach. Und sie hat vor allem nichts mit Madame Duval zu tun. Ich habe vorgestern meine Frau besucht. Wir haben uns gestritten. Und dabei haben Sie sie etwas unsanft angefasst, sie hat sich gewehrt und Ihnen dabei die Hand zerkratzt. Ja, genau. Mhm. Wie kommt dann aber Ihre Frau dazu, uns am Donnerstagabend am Telefon zu sagen, sie habe sie seit der Trennung nicht wiedergesehen? Ich weiß ja nicht, wann genau Sie mit ihr telefoniert haben. Ich war erst spät abends bei ihr. Gestern, Freitag, hat sie bei einem erneuten Anruf diese Aussage wiederholt. Was?
Das ist nicht möglich. Sie lügt. Ich verlange eine Gegenüberstellung. Die können Sie haben. Wenn Sie uns begleiten wollen... Sie haben kein Recht, mich zu verhaften. Wer sagt denn etwas von verhaften? Wir haben lediglich unsere Schreibmaschine vergessen. Sie müssen also schon mit aufs Kommissariat kommen, damit wir alles fein säuberlich und, wie es sich gehört, zu Protokoll nehmen können. Ich danke Ihnen, Madame Grangier, dass Sie sich bereit erklärt haben, mich hier bei Ihren Freunden zu empfangen. Darf ich gleich klarstellen, bei meinem Freund. François Lecomte ist geschieden, lebt ebenfalls alleine. Ja, Sie wollten mich an einem neutralen Ort sprechen. Ich habe es vorgezogen, mit François' Einverständnis natürlich, dass wir uns hier treffen und nicht in irgendeinem Café. Es ist hier angenehmer. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich möchte ebenfalls um der Klarheit willen auch gleich etwas festhalten. Dieses Gespräch ist rein privat und hat nichts mit der Untersuchung zu tun. Mit der ich im Übrigen diesmal nicht betraut bin. Ja, das haben Sie schon bei Ihrem Telefonat angedeutet. Vielleicht überrascht Sie mein Verhalten. Ich habe auch lange gezögert, denn es könnte ja sein, dass Sie es missverstehen. Warum sollte ich? Nun, es ist ja sehr wohl möglich, dass Sie mich nicht in allerbester Erinnerung haben. So ist es in der Tat. Ich habe Sie gehasst, Monsieur Morin. Ich gestehe, meine Gefühle Ihnen gegenüber waren damals nicht viel besser. Zeit stillt den Zorn, heißt es. Gott sei Dank. Ja, aber kommen wir zur Sache. Sie wollen mich wegen meines Mannes sprechen? Ja. Sie wissen, wessen er verdächtigt wird? Ich weiß es, ja. Wieder verdächtigt. Was sagen Sie dazu? Was soll ich schon sagen? Glauben Sie, dass Ihr Mann, dass Grangier, dieses Verbrechen... Ich weiß nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich nachhake. Aber vor 12 Jahren, da sind Sie unter ganz ähnlichen Umständen. Ja, da haben Sie sich für ihn eingesetzt. Dank Ihnen, dank dem Vertrauen, das Sie in ihn gesetzt haben, ist er damals freigekommen. Die Einstellung eines Verfahrens muss ja nicht heißen, dass der Freigesprochene auch tatsächlich unschuldig ist. Aber davon abgesehen, die Umstände, die waren damals doch etwas anders. Ich lebte mit meinem Mann zusammen, ich liebte ihn, ich kannte ihn. Ich war überzeugt, dass er nicht fähig war, den Mord zu begehen, dessen man ihn bezichtigte. Und heute? Seither sind 12 Jahre vergangen. Wir haben uns getrennt. Stefan ist wie ein Fremder für mich. Wie wollen Sie, dass ich da noch für ihn bürge? Und Sie haben ihn also seit der Trennung nicht wiedergesehen? Nein. Auch die letzten Tage nicht? Nie, ich habe es Ihnen schon am Telefon gesagt. Er beharrt darauf, dass er Donnerstagabend bei Ihnen war. Das ist nicht wahr. Könnten Sie in eine Gegenüberstellung einwilligen? Ich wünsche sie nicht, doch wenn Sie sie für nötig erachten. Bitte. Madame Grangier, vor 12 Jahren war ich von der Schuld Ihres Gatten überzeugt. Verschiedene Gründe lassen mich heute an seiner Schuld zweifeln. Was erwarten Sie von mir? Eine klare Aussage. Sie könnte entscheidend sein. Ich habe alles gesagt. Nein. Es gibt da noch einen wichtigen Punkt. Grangier weist an seiner linken Hand Verletzungen auf. Ziemlich tiefe Schrammen. Wenn er, wie er behauptet, am Donnerstagabend bei Ihnen war, müsste Ihnen diese Verletzung zweifellos aufgefallen sein. Das ist der springende Punkt. Hatte er keine Verletzung, ist er unschuldig. Ich wünschte, er wäre es. Mehr kann ich für ihn nicht tun. Er kann seinerseits nicht von mir erwarten, dass ich ihm zuliebe eine Falschaussage mache. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn und auch die Verletzung an seiner Hand gesehen haben? Legen Sie mir nicht Worte in den Mund, die ich nicht gesagt habe. Ich wiederhole, ich habe Stefan nicht gesehen. Ihre Aussage verurteilt ihn.
Ist Ihnen das klar? Aber wenn ich sagte, dass mein Mann hier war, jedoch keine Verletzung aufwies, würden Sie mir glauben? Ich weiß nicht. Sehen Sie. Und der Staatsanwalt, die Richter, die Geschworenen, würden die es glauben? Nein. Nein, Monsieur Morin. Ich bleibe bei meiner Aussage. Sie lässt keinen Zweifel offen. Und ich habe ein ruhiges Gewissen. Ist das deutlich genug? Tja. Zum einen weiß ich nicht, ob sie die Wahrheit sagt. Und zum anderen ist die Sache ganz offenbar noch viel komplexer, als ich mir gedacht hatte. Sie belastet ihren Mann nicht, aber sie nimmt auch nicht Stellung für ihn. Ihre Aussagen lassen in der Tat verschiedene Deutungen zu. Von denen die meisten aber gegen Grangier sprechen. Tja, was machen wir jetzt? Was heißt wir? Ich darf daran erinnern, dass die Verantwortung für die Ermittlungen bei euch liegt. Ich habe damit nichts zu tun. Und auch der Untersuchungsrichter hat lediglich noch einen Entscheid zu treffen. Also wie die Dinge im Augenblick liegen, wird der Grangier anklagen. Und du? Was würdest du an seiner Stelle tun? Dasselbe. Und du, Véran? Wir haben nicht zu richten und so weiter und so weiter. Ihre Maxime, Chef. Aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Ich hoffe sehr. Doch bitte nicht, solange ich im Urlaub bin. Ah, Sie fahren also? Ja, morgen. Habe ich euch das nicht gesagt? Doch, eben. Und darf man wissen, wohin? In den Süden. Ah. Ein bisschen Sonne tanken. Morin? Ja, die sind beide hier. Ich gebe Ihnen Véran. Für dich. Ledoux von der Gefängnisaufsicht. Ja, hier Véran. Das ist doch nicht... Wann? Ja, ich komme gleich. Grangier hat sich erhängt. Sie erlauben, Madame Grangier, dass ich eine kleine Notiz vorlese, die ich heute früh in der Zeitung gefunden habe. Oh, bitte, ja. Paris, 11. Dezember. Ein 28-jähriger Drogensüchtiger hat gestanden, im Lauf der letzten Monate 3 ältere Frauen umgebracht und beraubt zu haben. Zu den Opfern gehört auch Louise Duval, 86, die am 14. Oktober erdrosselt in ihrer Wohnung gefunden wurde. Der Tatverdacht richtete sich damals gegen einen Versicherungsagenten, Stéphane Grangier, der in der Folge während der Untersuchungshaft Selbstmord beging. Nun? Sind Sie extra hergekommen, um mir das vorzulesen? Sie kannten den Artikel nicht? Nein, ich habe die Zeitung noch nicht gelesen. Ich komme meist erst am Abend dazu. Haben Sie gewusst, dass Ihr Mann unschuldig war? Ich habe mir diese Frage nie gestellt. Und Sie haben sich auch nie gefragt, warum er Selbstmord begangen hat? Auch das nicht. Schließlich stand es meinem Mann völlig frei, für sich die Entscheidung zu treffen, die er für richtig hielt. Daran ändert auch das Geständnis dieses Drogensüchtigen nichts. Sind Sie sicher? Sie nicht? Oder haben Sie etwa Gewissensbisse? Und was ist mit Ihrem Gewissen, Madame Grangier? Das ist vollauf beruhigt, Herr Kommissar. Warum gehen wir nie zusammen ein Dienstessen machen? Warum sagst du nie nach einer Krimi-Podcast-Modi, komm, ich lade dich ins Restaurant ein und dann erzähle ich dir eine Geschichte von früher? Weil dann bestimmt parallel dazu ein ganz, ganz schwieriges Gespräch stattfinden würde zwischen Kollegen sonst auf der Redaktion, die sich schon lange nichts mehr zu sagen haben, am liebsten jeden Kontakt meiden würden, aber immer noch zusammenarbeiten müssen. Okay. Solche Kollegen haben wir gar nicht, so einen Quatsch.
Okay, ich verzichte aufs gute Essen, aber eigentlich wollte ich damit auch nur den Bogen schlagen zu diesem Doppelsträngigen, was mir sehr gut gefällt in dem Hörspiel. Und was ja jedes für sich entblättert ja auch noch oder entwickelt sich wirklich in sich noch weiter. Also bei Stefan und Lucie am Anfang weißt du ja nicht so richtig, wie die miteinander stehen und nachher weißt du vor allem nicht, wozu jeder fähig ist oder was er für ein Päckchen mit sich trägt. Und das entblättert sich so nach und nach und auch unsere 3 Ermittler. Ich finde ja bei dem Dienstessen, die beiden Angestellten müssen immer so ein bisschen devot mitlachen über die Witze vom Kommissar, aber ansonsten... Er sagt, nennen Sie mich nicht Kommissar. Ja, aber das, was er dann erzählt, dass er seine Karriere quasi so einen Knick erlebt hat, dadurch eben, das ist auch ein schöner Ermittlerstrang, der da verfolgt wird. Das stimmt. Also mir hat einfach der Kontrast gefallen zwischen diesen Stimmungen. Wirklich dieses locker-flockige beim Essen und jetzt nehmen wir dann auch ein Dessert und so. Und einfach diese unglaubliche Spannung, die zwischen den Eheleuten herrscht. Auch wenn es am Anfang noch nicht so schwer beladen daherkommt, weil man sie noch nicht weiß, aber doch, da finde ich eine unglaubliche Spannung. Den Kontrast fand ich sehr schön. Und du hast recht, natürlich, genau. Der Ermittlerstrang ist schön und auch die Vorgeschichte, die unser Kommissär da hatte. Was fandst du denn so belastend, eindrücklich beim Ehepaar? Hey, einfach dieses unausgesprochene Geheimnis zwischen den beiden, das fand ich schon sehr stark. Das neben allem anderen, wie wir dann später erfahren, er ist ein Mörder, sie weiß, dass er ein Mörder ist, aber einfach, dass man noch das Ganze nie zur Sprache gebracht hat über all die Jahre und sie auch jetzt nicht richtig damit rausrückt. Da wird mir noch kurz gesagt, die sei eine Affäre, wovon sie gar nicht wusste, aber dass dieses Geheimnis über allem schwebt, auf alles runterdrückt, das fand ich ziemlich stark. Man merkt das. Und auch sie macht ja, das ist auch geschrieben, also sie hat ja so viele kleine Ausflüchte, wo sie erst sagt, nein, ich wohne mit einer Freundin zusammen. Da merkt man, die Freundin gibt's gar nicht. Der beschreibt, er sieht noch genauso aus in der Wohnung wie früher. Da sind so viele kleine Lügen eigentlich, um ihn loszuwerden. Und dann natürlich auch umgekehrt gegen Schluss. Du hast eben gesagt, wozu die beiden bereit sind. Also er will sie erwürgen und sagt, ich wollte dich ja nur erschrecken. Ich wollte nur mal kurz Hand anlegen und gucken, was passiert. Also da, wie schnell dann doch Gewalt zur Hand ist. Es ist eben ganz faszinierend. Ich meine, am Schluss ist ein Revolver im Raum. Es wird gekratzt, es wird gewürgt. Also die beiden gehen sich enorm an die Kehle. Sie haben beide eine wahnsinnige Vorgeschichte. Sie mit ihrer Erkrankung und mit dem Wissen darum, dass er ein Mörder ist. Er, der sich als Mörder offenbart, und zwar als ein relativ leichtfertiger, wie ich finde. Das hat ihn jetzt scheinbar nicht so belastet. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und wenn man dann nochmal die Szenen der ersten Begegnung vor dieser Folie sieht, eigentlich müsste man ja denken, sie müsste eigentlich von Rache getrieben sein. Also es hätte mich jetzt nicht verwundert mit der Geschichte, wenn sie ihn aufgesucht hätte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und dann sich an ihm gerächt hätte, was sie ja jetzt am Ende tut. Also am Ende ist sie ja zufrieden mit dem Ergebnis, ne? Oder sagt sie so? Ja, klappt das? Also klappt das für dich? Das hat man ja ganz oft in Krimi-Geschichten oder in Geschichten mit einem Schuldigen, der möglicherweise aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht von der Justiz belangt werden kann oder nicht wird. Viele sterben da ja in Filmen oder auch in Hörspielen eines Unfalltodes, meistens nach einer Beichte. Also es scheint ja eine Form von Gerechtigkeit zu geben, die das Übel rächt oder wieder gut macht. Also so eine fiktionale Gerechtigkeit. Vor wem? Ich meine, das Hörspiel kommt jetzt ja nicht unbedingt so daher, dass du jetzt, also sie sprechen nicht viel über eine höhere Instanz, vor der das dann gerecht oder wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Bringt mich jetzt natürlich ein bisschen zum Nachdenken über den Titel. Weil damit natürlich, das klingt ja wie aus dem Trauspruch, Eheschließung am Altar. Und damit hast du ja auch eine Instanz dann irgendwie doch in dem Hörspiel mit drin, wenn man diese Assoziation macht. Aber klappt es für dich, ist danach alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nee, aber ich glaube, das soll es ja auch nicht sein. So. Also man merkt ja schon, eben, dass ich gesagt, mit Rache ist so ein Thema. Sie ist ja dann immer noch angefressen davon, wenn es ihr Leben so bestimmt hat, auch wenn sie es nicht gesucht hat, aber dass sie dann da zufrieden ist. Nee, also es klappt insofern, dass man da trotzdem zumindest 2 sehr kaputte Gestalten dargestellt hat. Und ich finde es jetzt kein Happy End, was einem da gezeigt wird. Wäre es sowieso nicht, wenn jemand stirbt. Aber ich finde das auch, da ist jetzt nicht
der Gerechtigkeit Genüge getan und alles in Ordnung überhaupt nicht. Ja, für mich. Kein Hörspiel als moralische Anstalt, ne? Nein. Weil dann hätte sie wirklich einfach klar Schiff machen müssen und sagen müssen, er war bei mir, aber er hat auch diesen früheren Mord gestanden, der nach 12 Jahren ja noch keinesfalls irgendwie verjährt sein kann oder so. Aber jetzt gibt es irgendwo einen armen Gefängniswärter, der sich sein Leben lang Vorwürfe macht, wie er diesen Selbstmord in der U-Haft nicht verhindern konnte. Das stimmt. Mir ist ehrlich gesagt aber auch nicht 100%ig klar, warum er Selbstmord begangen hat. Ja. Dafür, dass er eben, wie ich vorhin schon sagte, diesen Mord ja relativ leichtfertig irgendwie sagt. Ja, das. Also ich glaube, er hätte auch seine Frau umgebracht, jetzt, wenn man also denke ich schon, wie er erwürgen wollte. Ich glaube, das war jetzt nicht nur mal zum Gucken, wie sich der Hals anfühlt. Auch wenn er das danach so dahin sagt, nee, ich glaube, der wollte sie umbringen. Wirklich mundtot machen. Ja, wenn ich jetzt sein Anwalt wäre, würde ich sagen, ja, der hat halt eine schlechte Impulskontrolle, aber niemals. Auch das erste war kein geplanter Mord, sondern das war eine Affekttat und auch hier muss man ihm das nachsehen. Er schießt halt manchmal übers Ziel hinaus. Er hat ja auch eine schwere Geschichte. Ist ganz absurd. Ich springe ja gerne mal in andere Perspektiven, aber hier fällt es mir jetzt schon schwer. Aber der Selbstmord, ich finde auch, das ist ein bisschen wenig vorweg telefoniert. Klar wird gesagt, er hat seine Existenz als guter Lehrer durch diesen Mordverdacht zu Recht, wie wir wissen, verloren. Und er sagt am Anfang, ich kann nicht noch einmal in so eine Geschichte verwickelt sein, ich halte das nicht aus. Aber dass es ihm psychisch jetzt so zusetzt oder dass er so eine Angst hat? Das bekomme ich. Ja, ich merke die Panik schon, aber ich kriege das, glaube ich, nicht ganz mit, warum er jetzt daran beim zweiten Mal zerbrechen wird. Aber ich war noch nie unter Mordverdacht im Gefängnis, also vielleicht stimmt es dann auch im Psychogramm. Und wo ich auch noch ein Fragezeichen hatte, ist, dass der Kommissar erzählt, dass Lucie so stark in diesen anderen Prozess interveniert hätte und immer an seine Unschuld geglaubt hatte. Mir gefiel zwar das Bild dieser mütterlichen Ehefrau, das fand ich irgendwie gut, dass das nicht eine jüngere, Anführungszeichen blondere ist, sondern dass es da so eine Liebe, ein Motiv gibt, die irgendwie nochmal anders persönlich aufgeladen ist. Aber wie sie jetzt in den Gerichtsfall mitmischen konnte, dass das nachher einen Einfluss auf den Richter hat, das hat mich nicht ganz überzeugt. Also ich glaube, ich finde den ganzen Gerichtsfall mit sehr grobem Pinsel gezeichnet. Er sagte ja auch davor, wir hatten ihn nur kurz vorm Geständnis, aber wir fanden ja schon, die Indizien sind so gut, die reichen sowieso. Ja. Und warum dann wiederum das Plädoyer der Ehefrau dann dafür reichen soll, also da es ist etwas schwammig. Aber ich glaube, es geht jetzt auch nicht ganz wirklich um Justiz in dem Fall, sondern schlussendlich genau um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um die Dynamik in dieser Ehe. Und da ist dann fast wichtiger für diese Geschichte, wie sehr sie an ihn geglaubt hat, als jetzt, ob das Justizsystem da genau korrekt dargestellt wurde. Ja. Das stimmt und ich finde, das ist auch eine Qualität, die Entwicklung, wenn man jetzt die Vergangenheit sogar mal ausblendet, sondern nur das Wiederaufeinandertreffen dieser beiden nach 9 Jahren, wie sich das entwickelt, wie sie da ihn ins Café einlädt und lügt, wie du schon gesagt hast, ich würde zusammen wohnen und wie es dann ist, wenn er vor ihrer Tür lauert, wenn sie zusammen in der Wohnung sind, Telefonanrufe, die im Beisein des Ex-Mannes geführt werden müssen und so. Das verdichtet sich für mich schön zu so einem Kammerspiel, ja. Total. Gut. Ich verlinke doch gern die beiden anderen Junot-Fälle. Wer Lust hat noch auf mehr Krimi-Geschichten aus Frankreich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gerne. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.